Eigentlich wäre jetzt der Punkt, wo ich erklären, was es gibt. Ich dachte, ich probiere es heute das erste Mal. Nachher kann ich es nochmal probieren. Heute gibt es Schokocreme mit karamellisierten, sensationellen Thurgauer Birnen aus meinem Garten. Gemacht hat das Rezept natürlich Patricia und es ist mega fein. Und Spaß beim Zuschauen. Bevor wir hier Zutaten erklären, ganz wichtig, macht hier unten ein bisschen gut ein Like auf das Video, das Abonnieren und am besten gerade das Glöckchen einschalten. Wenn du noch etwas drunter schreibst, dann kann es gut passieren, dass du hier mal probieren darfst. Wenn du willst. Wenn du willst, natürlich. Genau. Birnen aus meinem Garten, heute Morgen frisch gepflückt. Aha, aber ich habe gemeint, die werden schon ein bisschen länger so an Fruchtschale, aber sind länger am Baum in dem Fall. Natürlich. Okay, ging es aber auch mit gekauften Birnen, natürlich. Okay. Es ging genau mit so Birnen, die schon nicht mehr so fit aussehen, wenn sie mal im Baum oder im Fruchtschale vergessen werden. Genau. Und so. Dann kann man die gut nehmen. Wir brauchen natürlich Schoki, ne? Für Schokicreme. Klar. Wir brauchen Butter, wir brauchen Eier, wir brauchen Maisstärke und wir machen heute mit Mandelmilch. Es geht aber auch mit Kuhmilch, Normale mit Kuhmilch. Ziegenmilch, mit Schafenmilch. Mit Mandelmilch. Kokosmilch geht es auch und wir machen mit Mandelmilch. Okay. Und das auf jeden Fall dabei sein muss, ist das Dessertgewürz. Kein Herdöpfelgewürz heute, weil da werden Ausnahmsweise. Aber Dessertgewürz steht ja auch Ich voll wollte rein. zwar immer noch probieren, Dessert mit Herdöpfelgewürz zu machen. Das ist in meinem Das ist Ziel. ein Traum. Ist in meinem Ziel. Aber heute machen wir mit Dessertgewürz. Sehr gut. Okay? Ich freue mich jetzt schon. Komm schnell wieder Genau. und dann gibt es ein feines Dessert. Ja, Bis nachher. hoffentlich. Bis nachher. Tschüss. Ciao, ciao. Danke. Du bleibst dabei, gell? Wir haben ein Dessert, eigentlich aus 2 Desserts besteht. Man kann auch nur einen Teil davon machen, aber beide zusammen ist so gut, dass es sich lohnt, beide zu machen. Ich fange hier mit dem Schoki schneiden. Wir müssen nicht raffeln oder so. Es wird nachher gleich zusammen mit der Milch und Maisstärke aufschmelzen. Dafür empfehle ich es dir, ein Schoki zu nehmen mit einem hohen Kakaoanteil. Also man sagt so ab 70%. Ich habe hier eine mit 75, glaube ich. Dann stimmt auch die Menge Zucker, nämlich das Dessertgewürz und die andere Menge von Zutaten. Wenn man aber lieber Milchschoki hat, nimmt man halt mit Milchschoki, aber dann bitte ein bisschen weniger Dessertgewürz nehmen, was natürlich schade ist, man verpasst Geschmack, weil dann ist Milchschoki süßer. Oder? Zuerst mache ich so Streifen. Ich habe eben, hast du gesehen, eine übereinander getan, dann spart mir auch Zeit. Jetzt noch quer. Sehr gut. Lasse ich das hier. Mandelmilch. Könnte auch Kuhmilch sein. So. Maisstärke rühre ich auch hier rein. Und dann wirklich gut umrühren, dass das ganze Maisstärke aufgelöst ist. So gibt keine Klumpen am Schluss, das ist wichtig. Und das mache ich hier extra hier, also nicht auf dem Herd. Es ist überhaupt nicht heiß. Meine Milch ist sogar kalt, es kommt aus dem Kühlschrank. Das gleiche hier mit dem Eier, die kommen auch direkt hier drinnen. Ohne Schale, nur das Eiweiß und das Eigelb. Rühre ich hier auch gut. Man darf natürlich auch eine größere Pfanne nehmen, dann ist es einfacher. Hier kommt auch mein Dessertgewürz. Das ist nicht nur Zucker, gell? Es ist wirklich Dessertgewürz. Es lohnt sich mal zu probieren, wenn du noch nicht kennst. Dann kannst du das auch spüren, die Hai. Wenn du das drinnen machst, dann riecht es so fein. Wirklich anders. Das ist schon ein Dessert für sich. Und jetzt kommt auch hier drin mein Schoki. Schon vorgeschnitten. Tut das gut rühren. Da bringe ich jetzt zum Herd. Nicht zu heiß, da muss man schon noch Geduld haben, weil ich mache hier nicht auf so eine so eine Wasserbad. Und ich will nicht, dass diese Schoki verbrennt. Der soll jetzt wirklich sanft aufschmelzen. Maisstärke sorgt dann dafür, dass das Ganze so ein Creme wird, oder? Aber es soll alles zusammen passieren, nicht so zuerst schon ein Creme werden, bevor der Schoki aufgeschmolzen ist. Ich rühre hier immer wieder ein bisschen, bis ich wirklich keine so Stücke mehr hier drin habe. Und dann kann ich anfangen mit den Birnen. So, siehst du? Und jetzt ist schon kein Stück mehr. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass es nicht überkocht. Immer ein Blick darauf. Fange ich mit den Birnen an, werde alle Schellen vierteln
Gehäusewerk nehmen, Kerne und mehr oder weniger in gleiche Größe Stücke schneiden. So, und das mache ich mit allen Birnen jetzt. Ha? Immer wieder zum Creme kommen und jetzt wird sogar langsam ein Creme. Siehst du? Ich kann nicht noch mehr kippen für dich, weil nicht das ausleert, aber es wird dickflüssiger. Also dann ist wieder eine Zeit, wo ich am besten in der Nähe bleibe. Ich will, dass es nicht verbrennt. Schau, bei mir jetzt eine gute Zeit zum Probieren, weil ich das Ganze so ein bisschen Handgelenk mal Peak gemacht habe mit der Menge. Dann muss ich schauen, ob ich vielleicht ein bisschen mehr Dessertgewürz dazu mischen soll oder nicht. Ist fein. Aber machen wir noch ein bisschen dazu. Sehr gut. Es ist fast so weit. Lasse da noch ein bisschen. Fange hier ein bisschen mit der Birne. Da habe ich hier Butter. Sagt, ja, sie macht alles mit Butter. Ja, ich habe Butter gern. Also ich lasse hier bei der Birne nur Butter aufschmelzen. Nur Birne in Butter kann jeder. Wir machen das aber noch viel feiner, um das Karamellisieren. Also es wird irgendwann auch so karamellisieren. Birne hat ja Zucker, oder? Aber ich mache das besser. Ich tue das beschleunigen und gebe noch mehr Geschmack dazu mit dem Dessertgewürz hier oben drauf. Deswegen mache ich auch nicht so viel in meine Schokocreme. Ich will nicht, dass das übermäßig süß ist, wenn ich jetzt beide zusammen esse, oder? Und da kann man auf dem Tisch lassen. Man kann immer noch drauf tun, wenn man will. Lasse ich da ein bisschen. Da rühre ich nochmal, dass es keine so Film gibt. Was würdest du jetzt zu der Schokocreme machen? Welche Frucht oder sonst ein Guetzli, keine Ahnung, irgendetwas anderes? Schreibt einfach. Ich bin froh auch auf Idee, ich kann auch vielleicht mal hier machen. Oder die Heiz. So lasse die Birnen an, sie werden schon weicher. Das ist die Idee. Wenn du selber Birnen einlegst, die Heiz, kannst du auch mit Dessertgewürz machen. Du musst nachher nicht noch Zimt dazu und Orangenschale, das ist alles schon dabei. Es ist fast schwierig zu glauben, dass hier nur Birnen und Dessertgewürz hat, weil es riecht so fein. Ich muss mich auch nochmal beherrschen, um nicht zu essen. So, jetzt bekommen sie langsam eine schöne Farbe. Ich bin zufrieden mit meinen Birnen. Die Farbe, die sie haben, es duftet fein. Sie sind auch weicher geworden. Siehst du, ich kann so gut jetzt reinstecken, sie brechen nicht mehr. Dann kann ich das jetzt hier in meine Schüssel verteilen. Jetzt kann ich eben schauen, dass jeder so eine, vielleicht die noch nicht so goldig ist, kriegt. Dafür ganz schön goldig noch. Ich habe das erste Mal so gegessen, mit der Birne unten. Und deswegen mache ich weiter so. Aber kannst du die Hai auch anders machen. Ich habe es nicht gezählt. Und jetzt, da muss man gleich zeigen. Jede Schüssel hat genau 3 Stückchen Birne. Ich habe nicht gezählt und eines habe ich sogar gegessen. Also der Schokocreme ist auch hier parat. Der ist jetzt auch noch heiß. Deswegen werde ich das machen. Und zuerst warten, bis es abkühlt. In den Kühlschrank bringen sogar. Und erst nachher probieren. Ich verteile das hier. Mehr oder weniger gleichmäßig. Also es schmeckt schon fantastisch. Ehrlich. Ja. Schon parat zu probieren. Hast du schon Löffel gefunden? Also es ist, mach gut. Weil die Idee wäre, dass wir das in den Kühlschrank bringen und erst in ein paar Stunden probieren. So, also ist es verboten? Nicht wirklich, aber warte mal. Wenigstens, dass ich das hier verteile. Gott. Und den Rest kann ich noch abschlecken. Soll ich das so lassen? Kennt ihr das? So Sachen ausschlecken, wie früher noch bei Mami? Meistens Nicht, dass mache du ich Mami das. bist, gell? Meistens mache ich, aber ich lasse das, dann kannst du die Pfanne haben, ich kann löffeln. Nein, ich nehme dort ein bisschen draus aus. Also jetzt ist es noch warm, nehme ich an. Es ist warm, also die Birne ist warm und Schoki ist warm. Also die Hai gut. würde ich empfehlen, Gut, in den Kühlschrank zu stellen, wenn ihr Geduld habt. Oder am besten macht das vielleicht einen Tag vorher und am nächsten Tag essen. Aber ja, hast schon probiert. Es ist sehr fein. Ich probiere da jetzt Nimm auch noch noch ein ein bisschen bisschen die Birne, ja. Birnen Die ist dazu. wirklich heiß, ist jetzt aus der Also, Pfanne, gell? ja, jetzt können wir alles. Für euch leide ich sogar. Also auf jeden Fall, ja. Wir sind am Ende. Vielen Dank Wow. fürs dabei sein. Jetzt muss ich auch probieren, so, gell? Also unbedingt nachmachen. Es ist fantastisch. Und nicht vergessen, Däumchen rauf für die coolen Rezepte von der Patricia. Für meine Wenigkeit, dass ich immer probieren darf. Immer rauf mit Däumchen. Also auch warm ist nicht schlecht. Mega fein. Also für den Winter kann man machen und gleich essen. Und im Sommer tun wir es zuerst in den Kühlschrank stellen. Wir haben jetzt Rezepte für alle Jahreszeiten. Wow. Vielen Dank. Bis nächstes Mal.
Danke dir. Und dir danke für die Dir, Geduld. der silbrige Dessertlöffel ist gut. Ja, Ausgezeichnet. danke. Ding. Ding. Super. Ciao miteinander. Schönen Oh. Nachmittag. Ciao. Ist fein. Es ist mega fein.